Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von F1 1999, ein Mod in Assetto Corsa. Wir spielen ja eine komplette 99er-Saison durch und wir stehen jetzt vor dem Ungarn Grand Prix. Das ist eine Runde Nummer 11 von 16, also wir sind schon über der Hälfte. Und wie immer schauen wir noch schnell kurz ins echte Rennen zurück, was dort alles passiert ist, beziehungsweise wer hat das gewonnen. Und zwar, das Rennen war am 15. August. Gewonnen hat das der Mika Häkkinen vor dem David Coulthard, also wieder ein Doppelsieg für McLaren Mercedes dazumal. Der Eddie Irvine im Ferrari ist Dritter geworden. Pole Position dazumal hat auch der Mika Häkkinen geholt und die schnellste Runde hat der David Coulthard geholt. Ja, mal schauen, was da uns wieder erwarten. Ungarn war früher ein bisschen anders, das ist dann umgebaut worden. Also ihr werdet jetzt sehen, gerade der dritte Sektor ist hier ein bisschen anders noch. Und ich bin gespannt, weil Ungarn ist nie so wirklich meine Strecke gewesen. Manchmal liegt sie mir besser, manchmal ist sie Katastrophe. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, was mich da so erwarten wird. Ich würde sagen, wir legen los. Wir gehen mal ins Rennen rein, beziehungsweise ins Qualifying rein und sehen uns dann nachher, ja, gerade im Qualifying. Was laber ich eigentlich? Let's go! So, also, wir probieren mal eine schnelle Runde. Echt tricky, aber doch recht vertraut, muss ich sagen. Dann bin ich ja wieder Herz untersteuern, so wie immer. Ich glaube, sie muss noch ein bisschen mehr Frontwing geben. Und ich muss ein bisschen mehr Reifendruck, glaube ich, auch rein tun. Ich weiß es nicht. Ich muss es noch ein bisschen rausspüren. Ach, ey, Gott, kann ich untersteuern. So, mal schauen, was das für eine Zeit war. Die 6, okay. Ich glaube, ich tue noch den Frontwing noch mal anpassen und ein bisschen mehr Reifendruck und probiere noch mal einen Lap. Scheiße, immer noch P6. Ein bisschen verbessert, aber nicht so, dass irgendwie noch Position vorgekommen wäre. Oh, Alter, ist es schwer. Okay. Okay. Ja, ich muss ein bisschen der KI wieder hinten nachfahren, um zu schauen, wo die Bremspunkte sind, weil, ja... Mir fällt es immer einfacher, wenn ich der KI hinten nachfahren kann. Außer wenn sie bremsen. Also, beziehungsweise, da muss ich einfach ein bisschen mehr aufpassen. Aber wenn ich dann nämlich so etwas sehe, so, ja, wo bremsen sie an und so, dann geht es mir auch ein bisschen einfacher. So, also, ja, ich überspringe das mal. Wir sehen uns gerade wieder an der Startaufstellung. So, also, herzlich willkommen zurück an der Startaufstellung. Und wir legen gerade los, eigentlich. Ich bin mir gleich am Überlegen, ich nehme den Reifendruck wieder ein bisschen runter. Ich habe das Gefühl, ich habe dann ein bisschen mehr Grip. Zu verringern bringt mir Traktion und Grip. Das ist mir aber schon auch klar. Wir probieren jetzt gleich mit weniger Grip. Mit weniger Reifendruck, weniger Grip. So, let's go. Oh! Todes-Wheelspin gehabt. Hat man gehört, dass ich schon eigentlich geschaltet habe. Also eigentlich wäre es ein Jumpstart gewesen. Aber anscheinend haben sie ausgeschaltet. Aber eigentlich wäre es ein Freestart gewesen bei mir. Ich könnte jetzt solidarisch eigentlich zur Box durchfahren. Soll ich das machen? Weil eigentlich wäre es ein Drive-Thru. Komm, wir machen es eigentlich. Weil ich habe wirklich gewippt am Anfang. Ich habe wirklich die Weitbeine gekiddet. Und
Eigentlich wäre es ein Jumpstart gewesen, aber ich habe es ausgeschaltet. Aber komm, aus Solidarität, wo man das Game einfach nie retour gibt, machen wir jetzt einen gescheiten Drive-Thru-Penalty. Und das war auch damals mal so die Strafe für den Jumpstart. Gut, damals hat man das eigentlich nie gross gesehen. Oh, damals hat man es eigentlich fast nie gross gesehen, sorry. David. Aber egal, komm, wir gehen jetzt gleich schon kurz durch. Machen wir das jetzt gerade. Jetzt ist KI noch ein bisschen langsamer. Mit Limiter dann achten. Keine Ahnung, wo man da jemand muss schauen. Ja, da wahrscheinlich, ja. Gut. Also, wir fahren jetzt eigentlich schon durch. Einfach halt, wie gesagt, solidaritätmäßig, bla 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 bla. Ich will nicht mehr so viel, denke ich mir. Also, wir sind sicher Letzte. Das haltet sich echt noch in Grenzen. Jetzt hier hinten sind KI in der Regel ein bisschen schwächer. Wow, Alter. Das sollte eigentlich jetzt am Anfang wieder relativ gut vorkommen. Hoffe jetzt einmal. Unser KI fährt mir wirklich in grundlose Boden rein. In Grundumboden, das wollte ich sagen. Wow. Da fährt einer sehr langsam und ich glaube, das ist mein Teamkollege da vorne. Also, das ist so instabil. Sorry. Ich habe wieder so den Drang dazu, Autos abzuschiessen, man merkt es. Sehr schön Overtake, was so war. Oh, die bremsen da wirklich früh ab. Oh, das zweite durch die Kurve durch. Crazy. Jetzt sticht er wieder rein. Okay, KI fährt doch viel schneller durch als ich. Das ist echt anstrengend hier drauf. Ey, es tut mir wirklich leid, ich schiesse die Autos nicht extra ab. Aber der hat jetzt so unerwartet bremst, der wird DNF 100 Pro. Der hat so unerwartet jetzt bremst dort. Ich tippe einfach Bremslicht an. Und die gehen voll in die Eisen. Ich decke den ab. Ich will nicht verbringen, weil die Kusssumme vorbeigehen. Ey, der hat wirklich einfach einen sauber abgeschossen. Aber, oh, die fahren auch so langsam teilweise da durch die Kurven durch. Leck du mir. Come on, zisch ab, Kollege. Also die Kurve hier, hä? Ich könnte mit viel mehr Speed durchgehen. Mach es einfach nur nie. Ah! Okay. Ein bisschen Rasen mähen.
der Rinner ab. Nein, kommt wieder raus. Die fahren da komplett eine falsche Linie. Da müsstest du anders fahren. Die sind viel langsamer, die bremsen mich richtig aus. So rum. Schön. Ist der sauber vielleicht gerade noch in der nächsten Kurve? Ah, wird Schwierigkeit. Oh! Okay, den habe ich jetzt verdient. Den habe ich verdient. Den nehme ich an. Nehme ich an. So viele Autos, wie ich schon abgeschossen habe jetzt in dem Rennen hier, oder allgemein in dem Game schon. Aber sie bremsen auch immer wirklich geschissen. Da müsstest du eigentlich viel weiter raus und dann musst du hier eigentlich den hitten, den Apex, und dann kannst du schon früh aufs Gas gehen. Oh, jetzt habe ich viel den besseren Exit gehabt, jetzt haben wir den Windschatten, da kann man schön einen herziehen. Da lüpfst du einfach durchrollen. Jetzt bin ich natürlich nicht mehr schön auf der Ideallinie gewesen, aber ja, also man weiss etwa so, was ich meine. Late Apex sind die besten, sag's euch. So, also sind wir bei dem Pack da wieder. Oder es ist der Coulthard, den haben wir am Anfang rausgeschossen. Oder vor zweimal der Coulthard. Davor war mal ein Auto irgendwo, wo David drauf gestanden ist auf der Seite, und da steht kein David drauf. Alter, wie schnell ist denn der? Ach, Kollege. Oh mein Gott, das ist jetzt Todeslike schnell. Also etwas fast ein Slap ist. Mal schauen, ob wir sie noch holen. Nein, auch nicht. Ach, schade. P12. P6 gestartet, P12 am Schluss. Ist natürlich alles andere als optimal. Wir schauen noch schnell aufs Endergebnis. So, also gewonnen hat das der Pedro Della Rosa. Und einfach mit einem scheiß Arrows, okay. Michael Schumacher zweiter wurde und Giancarlo Fisichella im Benetton P3. Gut, wer hat eigentlich Pole geholt? 1,22, die sind 2 Sekunden noch mal schneller gewesen als ich, glaube ich. 2 Sekunden, kann es sein? Ja, aber das war es. Hier jetzt aus Ungarn raus. Das nächste Rennen ist dann in Belgien, meine absolute Lieblingsstrecke. Also wir sind in Spa und das ist auch noch ein altes Layout. Das hat sich nämlich auch ein bisschen geändert in der Zwischenzeit. Und wie sich es geändert hat, das werden wir in der nächsten Episode sehen, wie gesagt. Und darum schaltet auch gerne das nächste Mal wieder ein, wenn ihr die Folge nicht verpasst. Gerne abonnieren, Glocke aktivieren. Ihr wisst Bescheid, wie das alles funktioniert. Und gerne das Video auch bewerten, das Like da lassen. Das würdet ihr mir natürlich extrem supporten mit dem. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und bis dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Tag. Macht's gut und ciao!